Lass die Herzen immer freudig und mit Dank erfüllt sein, denn der Vater in den Himmel nennt man seine Kinderlein. Immer freudig, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, freudig lass uns immer sein. Gott führt uns auf Vaterhänden, schützt uns in Kampf und Streit. Seine Gnade ist die täglich Kraft und Stärke uns verleiht. Immer freudig, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, freudig lass uns immer sein. Wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Unser Gang ist nicht versichert und das Herz von Freude leer. Immer freudig, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, freudig lass uns immer sein. Habe die gerechten Frieden und der Pfad ist immer Licht. Lass uns das auf Jesu dienen, welchen in diesen Weg nicht. Immer freudig, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, freudig lass uns immer sein. Gratas o mine troubles, gratas o mine angst, gratas o de voi, waar ik kon zijn en ik kon zijn. Gratas o mine vrouwen, gratas en konas, gratas o de voi, waar ik kon zijn en ik kon zijn. Gratas o mine troubles, gratas o mine angst, gratas o de voi, waar ik kon zijn en ik kon zijn. Gratas o mine vrouwen, gratas en konas, gratas o de voi, waar ik kon zijn en ik kon zijn. Gratas o mine zorgen, gratas o mine nood, gratas o de voi, waar ik kon zijn en ik kon zijn. Gratas o mine vrouwen, gratas en konas, gratas o de voi, waar ik kon zijn en ik kon zijn. Gratas o mine zorgen, gratas o mine nood, gratas o de voi, waar ik kon zijn en ik kon zijn. Gratas o mine vrouwen, gratas en konas, gratas o de voi, waar ik kon zijn en ik kon zijn. Gratas o mine rijkdom, gratas o mine vin, gratas o de voi, waar ik kon zijn en ik kon zijn. Gratas o de duizend, gratas en konas, gratas o de voi, waar
lohnt in mir kan bringe dein Befehl. Schenk Gott Licht, schenk Gott Licht. Hier sind Säulen, dein durchbrochen Radungslicht. Schenk Gott Licht, schenk Gott Licht, schenk Gott Licht. Gott Evangeliumslicht, Blut und Schiene über uns. Schenk Gott Licht, Gott Evangeliumslicht, Blut und Schiene über uns. Komm nu, Mazedonien, en hoop ons nu. Schenk Gott Licht, schenk Gott Licht. Willst dein Haar ans Durchhangen auf zum Predien. Schenk Gott Licht, schenk Gott Licht, schenk Gott Licht. Gott Evangeliumslicht, Blut und Schiene über uns. Schenk Gott Licht, Gott Evangeliumslicht, Blut und Schiene über uns. Du kannst nicht versauen in den Denkfern. Schenk Gott Licht, schenk Gott Licht, schenk Gott Licht. Du kannst kommen, der du scheint bei unserem Herrn. Schenk Gott Licht, schenk Gott Licht, schenk Gott Licht, schenk Gott Licht. Gott Evangeliumslicht, Blut und Schiene über uns. Schenk Gott Licht, Gott Evangeliumslicht, Blut und Schiene über uns. Bij de mooiste en alle hier zo, Emma, en ik dit leid hier, dan fällt mir immer bei, was sagt, kommt nach Mazedonien, würde ich immer legen, kommt das Schiff der dann sagen. Ich würde legen, mit Limit up-to-date, und Leute, die würde sich fernhieren für hier, dass ich check, mir als Psalm 119, Vers 9, ich tue ein paar Verse lesen, das sagt, dien wird ein Herr als ewig, und das steht fast aus Himmel. Auf dich habe ich uns immer war da verloren, du hast die Erde hergestellt, und die bleibt stunden. Da ich deine Ordnung steht, alles, was du geschaffen hast, was von dir den Tag willst, alles mit die deinen. Wenn dein Gesetz mir hat Frau gemerkt, nicht hat Frau gemerkt, wie ich in mein Elend angekommen. Ich war deine Geboten niemals vergeten, willst du dich hältst du mir umleben. Willst du mir erstens Haupt, mir willst ich versiegt deine Geboten holen, die gottlose legen auf die Lüre, die mich anbringen. Ich aber hol mich an deine Geboten, und ich habe gesehen, was alles in Enghaft, aber deine Geboten reden über alles wahr. Wird es auch schnell wie Jesaja wird voll, was ich hier kurz hinterher sage, ich versieg deine Geboten holen. Die lautet kurz an, weil heißt nicht vollkommen in die Dinge bin. Aber ein Ding merkt Jesaja klar, sein Wort steht im Himmel fest, und das ist fast aus Himmel und ihr. Aber es wird nicht mehr sein, wenn Gott ihn so ist, dass er vollkommen in die Dinge ist. Aber er sagt, er versiegt. Das wird er hier sein, dass er versiegt hat, und er hat von Gott seine Ordnung, die alles geschaffen, das steht bei von und da. Und dort sagen wir einmal ein Ding, die Schöpfung, wo Gott die Welt regieren hat, nach von Anfang an, aber nun hat einmal Krieg seine Ordnung gehalten, dort ändert nicht. So, bei uns hoffen wir die Gebet. Für den Himmel, Dankeschön für diesen schönen Morgen, Dankeschön für diese schönen Worte, die uns geben, das Hart, ich will die wir hier mit uns sein, mit jedem einen, und besonders mit Pastor Hermi, wenn er hier reden hat, dass du hier aus dem Instrument brauchen, in den jetzt hier zu uns reden will. So werde ich auch für jeder einer, der hier zuhören hat, dass du uns einen übenden Weg geben, dass wir können Dinge vernehmen, wann die jetzt zu uns reden, dass wir können Dinge anwenden in uns Leben, dass wir können die nun hier wieder verherrlichen, ob das sie. So bete ich wieder um die Segnung, Leitung und Führung in Jesu Namen. Amen. Wel, guten Morgen zu jullie allen. Ik vrees dat van jeder einer, der gekommen ist, von der hier für den Gottesdienst. Und ich will eine Frage stellen, wer von
uns hier alle Ben ist abgewaschen mit diesen Gedanken, mit sein, du sollst dort nicht tun. Ohne Erklärung, warum nicht. Wir hatten eine hinterletzte Frau, nicht erst einmal Frauen und dann heran, aber mit den Gedanken, warum nicht. Wie viel Mal hast du dir irgendwas gehört, oder du hast nicht hier sein oder Hand abheben, aber mit diesen Gedanken, du sollst nicht, aber in den Kopf wird eine Frau, warum nicht? Und deine Eltern sehen die vielleicht nicht, warum nicht. Was ist los, oder warum soll ich das nicht tun? Was ist die Ursache? Einige Menschen, die aus der abgewaschen sind, die würden vielleicht gesagt haben, ja, du sollst das nicht tun. Wenn du das tun, dann wirst du ein Fick gebrannt, oder die würden sagen, du wirst das sein oder dort sein, aber du wirst nicht eine Ursache gegeben, einen Grund gegeben von das Ding. Warum du das nicht so tun, wirklich? Und ich glaube, das ist ein Ding, wo wir viele von uns mit abgewaschen sind, in der Geduld erst, da wir haben gesagt kriegen von Eltern oder von irgendwem, du sollst das oder dort oder ja nicht tun willst, aber keine Ursache. Warum das nicht so tun? Das ist nicht reich. Und für einige vielleicht würden noch fragen, warum nicht, na weil, das ist nicht reich, oder was immer, aber sie geben euch wirklich einen Grund, warum nicht. Was ist die Ursache? Was steht dahinter? Oder warum soll ich das nicht tun? Wir wollen uns von dir an diesen Gedanken ein bisschen beschäftigen, dort Gott nicht so dort ist. Und wie soll du nur sagen, dass der besonders zu unseren Kindern und zu unseren Nachbarn vielleicht und zu meinen Freunden oder was immer, dass wir einen klaren Grund haben, warum nicht vielleicht oder warum ja und so weiter. Und den Thema, den ich mir von dir gesagt habe, ist, Gott hat gesagt. Das ist ein Gedanken, den ich will anholen. Gott hat gesagt. Und er hat gesagt, warum die das so tun, und er hat auch gesagt, warum die das nicht so tun. Gott lässt keine Person an diese Frau stehen. Dort bloß ich habe gesagt. Und evens bleibt die Frau stehen, aber warum nicht? Da wird es ich die Bibel verstehen da und Gott sein Wort verstehen da, wenn Gott irgendwo was sagen wird und er eine Ordnung hat, oder er jaft ein Wort über irgendwo, er jaft immer eine Ursache, ein Zweig, dahinter, ab wo die Kurs verloren. Du lest dort uns hier einen Bibeltext von Psalm 119, dort ab sein Wort ist wirklich zu verloren, immer. Dort haben wir uns verloren, wenn Gott was gesagt hat, dort haben wir uns verloren wirklich, wenn er hat gesagt, du kannst das tun oder du sollst das tun, du sollst dich verloren, und wenn er sagt, du sollst nicht, dann kannst du dich verloren, du sollst nicht, aber Gott wird immer eine Ursache geben, warum du nicht sollst oder warum du sollst. Er wird nicht bloß so sein, als wir wie viel Moment abgewaschen sind mit diesen Gedanken, bloß Mama oder Papa sozusagen hat gesagt. Aber ohne Ursache. Warum nicht? Ohne einen Grund zu geben, warum. Bloß ich habe das gesagt und nun das, was er ist. Und wenn wir viel so abgewaschen sind als Menschen, besonders wie als Mennoniten, dann sei wie Gott uns auch so. Ja, Gott hat gesagt, aber hat er wirklich das so gemeint? Hat er das wirklich gesagt? So ist, was er das sagen wird? Oder in vielmal, wo wir abgewaschen sind, wie irgendwer sagt, vielleicht, dort, das sollst du nicht tun, oder das tun wir wegen das, oder was immer. Und aber wir gehen gleich in der Bibel nennen und wir sehen uns, okay, warum nicht? Oder die Person, die das sagen, der hat vielmal als das selbe Ding, die gleich sagen, warum? Bloß das, was wir vielleicht haben, und das, was wir mit abgewaschen sind, und das, was wir dort nicht tun. Und dort lässt viele Menschen und Frauen, dort lässt viele Menschen, dort die dadurch Fehler machen in ihr Leben, weil sie haben gleich einen wirklichen Grund. Und das gleich gelehrt worden, den wirklichen Grund zu finden, nur den wirklichen Grund zu sehen, nur den wirklichen Grund zu checken. Und den ersten Gedanken, den ich hier steht, von der für uns ist, hat Gott wirklich gesagt? Und wir wollen uns von der eigentlich vier verschiedene Personen bechecken, was der Unterschied ist von dem, was du wirklich dort der, was Gott gesagt hat, oder der, was die Frau stellen, der hat Gott wirklich gesagt. Was dort von Unterschied
merken das an ihr Leben und auch die Menschen rumgehen. Und das erste ist, wo die ganz erste Mal abkämpft, und dort setzt er das kämpft 4 Mal so wieder, und dort ist an 1. Mose, Kapitel 3. Dort kämpft diese Frau das erste Mal ab, in der Bibel, so sagt, da verstehen da, hat Gott wirklich gesagt. Und ich glaube, die meisten von ihnen waren auch weit von was sich dort handelt. Und mir hat 1. Mose, Kapitel 3, davon eigentlich saß mal zu lesen. Das wird das erste Mal eigentlich dessen Gedanken abkämpft. Und er sagt es dort. Und der Schlange wird lasst ja aus irgendein anderes Tier, was Gott der Herr gemerkt hat. Und er sagte dir früh, hat Gott wirklich gesagt, dass die von irgendeinem Baum nicht eten soll? Und der früh sagte die Schlange, wir dürfen von der Frucht von den Bäumen und Garten eten. Aber Gott sagt, ihr sollt nicht Frucht von dem Baum eten, der mitten im Garten steht. Ihr sollt du nicht von eten und dir nicht einmal anschieren, so dass die nicht sterben. Sie, hier so, Gott hat gesagt. Und er hat auch eine Ursache gesagt, warum nicht. Gott sieht, was sie sollen tun und was sie nicht sollen tun. Du wirst so viel von was sie wählen können. Du wirst so viel, was sie ran sich haben. Aber du wirst ein Ding, das hat Gott gesagt, du darfst nicht tun. Wenn du dort tust, dann wird dort sicher, wirst du sterben. Und da wird nicht ein physischer Tod, aber da wird ein geistlicher Tod, was du kaum dort verehrt. Aber hier kam die Frau dann an. Und die Schlange, was kommt, ist, und diese Frau stahlen dort. Zu dieser Früh. Einfach, hat Gott wirklich gesagt. Gott hat wirklich gesagt. Aber so lässt sich diese Frau an den Kopf nankommen. So lässt sich diese Frau an ihr Kopf drehen. Und dann kam die wieder, und dann hat er sagen, hey, weißt du was, Gott etwas vertreiben, sozusagen, wenn ihr wieder lesen, von Feuer durch Saß, aber die Schlange sagte die früh, die wollen gar nicht sterben. Gott weiß, dass sobald sie davon eten wollen, die Uhren aufsehen und die wollen so aus Gott sein und weiten, was Gott und Schlag ist. Und die früh sagt, dass die Frucht Gott leid und Gott eten wird und dort die ein können was Verständnis geben, dann nimmt sie von der Frucht und jäuft ihr Mann ab und Eid. So hier ist das wurde die Frau kam ab, hat Gott wirklich gesagt. Mein Gott hat wirklich so. Und wo ich haben will, ist, yes, Gott hat gesagt, Gott hat gesagt. Gott hat gesagt, wenn du das verstehen wird passieren. Aber so viel mal, dann gerade wo wir hier sein, die Frau kam durch, dann hat Gott wirklich gesagt. Und Gott hat wirklich gesagt. Und Gott hat wirklich auch so gemeint, das was er gesagt hat. Aber sie lässt sich das drehen und sie kickt dort an und sie fängt sich dort an jankern zu lassen und sie nimmt. Und sie jäuft dort wieder. Und er macht aus. Und wir wollten die Folgen davon. Wir wollten, was passiert dort. Wir wollten, dass dort kam der Sinn an der ganzen Welt an. Sie mussten nicht in Gott einrühren. Da wären die Folgen von das ganze Ding. Sie mussten es verlassen. Bloß weil sie hatten, diese Frau hat sie sich freuen lassen, soll Gott wirklich gesagt haben. Die Folgen wären sehr groß, der Preis, den sie tun werden, wird groß. Und hier ist das wir noch nicht so ein Ding, als wo ich nur Anfang Frauen dort, wie sie am Vierten gesagt bis worden, die sollst nicht. Die sollst das nicht, die sollst ja nicht, die sollst das nicht tun und die sollst ja nicht tun, aber niemals mal Bibelgrund oder ab irgendwo gebüht, warum die das nicht so tun. Und hier Gott hat ganz klar gesagt, warum sie das nicht sollen tun. Und einzige Mal an der mir den Gedanken, so, warum jangert er von der Frucht so sehr? Der sagte, Gott wird voll von guter Frucht. Du wirst genug zu lesen. Du wirst viel, du wirst ein Teil. Aber so leid, und die Schlange kam und er sagt, kriegt das so Gott wirklich gesagt haben. Und ich weiß nicht, was sie dann kriegt, wie den Baum gestohlen hat oder nicht. Aber die Bibel sagt, dass sie sagt, dass, ja, Gott hat gesagt, von den einen Baum darf wir nicht eten, nicht mal einmal anschieren. Und die Bibel sagt das nicht interessant, aber wir wollten, sie kickt dann nur, ich stelle mir die Messe vor, sie wird vielleicht kriegt, du was sein,
und sie kijkt und sie sagt, das ist merkwürdig, untragend. Wenn die noch kann das geben zu mir, warum nicht? Und der Ungehorsam gegen Gott passiert durch. Und die Folgen, so ich sagen, die werden sehr groß. Und ich glaube, wenn wir die Bibel wegen kennen, was und studieren, und dann sagen wir, sie müssen nicht Gott in eigenen Rüt, der Frühkrieg folgen und der Mondkrieg folgen. Was sie dadurch erleben, mitnehmen werden, was ihre Zukunft wiederkommen und so weiter. Der zweite Gedanke ist, was ich will noch checken, ist dort wirklich sind. Und dort hat mir Josef seine Geschichte ein bisschen zu bekennen. Josef, wurde verkauft von seinen Brüdern. Und nun sollen wir einmal treten mit anderen Ländern. Und dann nehmen diesen Josef mit nach Ägypten und sie verkaufen ihn nur Potiphar. Und wurde den sein Sklave. Und als den sein Sklave da wird, dann sei wie dort das Josef, alles was anfangen hat, sozusagen, was anschieren hat, wird Segen werden. Und das Potiphar, der sitzt auf einmal da, was immer der tut, wo immer er den anstellen tut, für was immer er, es war kein den Brot und der das alle, dort, du hast ein Sehen ab und dort Wurst und dort kommt wieder, mit all den verschiedenen Dingen, was er hat. Und er vertraut ihm alles an. Sein ganzes, alle Dinge. Dort sagt er, dort vertraut er ihm alle an. Und wenn wir mal ein bisschen lesen, in 1. Mose Kapitel 39, durch von 7 durch 10, und du so ein paar Gedanken rücknehmen, um den Unterschied zu sein, was passiert, wenn der Mensch horcht und dort tät. Wenn ihr in der Bibel haben, 1. Mose 39, durch von 7 durch 10, du sagst es das. Und dann kam dort im Wirt seine Früh, Augen ab Arm hat, und sie sagte ihm, Lei, die mit mir du. Aber hei, wer darauf und sagt, check einmal. Mein Wirt braucht am nichts an seinen Familien duren. Weil sie sich auf mich verlässt. Er hat mir über alles gesagt, was er hat. Ich habe gerade so viel zu sein als er, und er hat nichts von mir treigeholen, bitte die. Wo kann ich dann bloß so ein Schlechtes tun und gegen Gott singen? Sie, hier ist Josef. Und er ist nur in Ägypten, er ist ein Sklave, so ich sagen darf. Und er kämpft hier nu und er deint diesen Potiphar durch. Und das sagt die Bibel, er hat alles zu ihm gegeben. Josef hier in dieser Geschichte sagt ebenso wie, wir haben gleich viel zu sein. Das ist, was er sagt. Er sagt, wir haben gleich viel zu sein. Wir haben alles gehalten und wir haben gleich viel zu sein. Über diese Dinge hier. Aber ein Ding, bitte ein Ding, sagt er dort nicht. Und da wird seine Frau sagen, bitte die, habe ich ganz treigeholen. Alles, was du hast, dort hast, du hast nichts mehr zu tun. Und aber dort ist auch noch lange nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, wo kann ich gegen Gott singen? Das Josef, er hat gelehrt. Ihm wird nicht bloß gesagt worden, du sollst so ein Ding dort nicht tun. Ihm wird gelehrt worden, warum er seine Dinge aus dort nicht sollen tun. Zum Beispiel, was hier, was diese Früh am Sinn hat. Wenn er bloß wird abgewaschen, von klein an bloß, die sollst nicht tun, aber ihm wird niemals gelehrt worden, warum nicht, dann wird er wahrscheinlich sich die Frau gefragt haben, aber warum nicht? Ich sage nicht tschüss, ich sage nicht bei meiner Familie, die haben mich verkauft, meine Brüder gleichen mich nicht, und so weiter. Und er wird sich dieselbe Frau hanken fragen, als dort wirklich, soll ich wirklich so denken, nicht, als dort tun? Als dort wirklich, dort ich das nicht für sollen tun. Aber wir gelehrt worden, von klein an, dass ich da wird verstehen, will so heiraten sehr klar. Ohne Zweifel. Was ich immer interessant finde von ihm, ist, dass er sich nicht besser werkeln an sein Leben lassen kann. Und er hat reich und arreich sehr klar. Er hat, wenn einer die Geschichte checken wird, der ganz Leute einzeln, einer würde denken, okay, wenn ich meine Brüder geschworen habe, 3 kriegen. Aber er will sagen, dass er wird nun bei Potiphar und
ganz boven an den höchsten Level, dass er wird vielleicht haben können sagen, weißt du was, nächstes Jahr war ich für, was immer von Tito, wir brauchen bei Kanaan zu reisen, und so viel Zeit will ich aufhören. Ich will ein paar Jungs mitnehmen von meinen Mitarbeitern, und ich will so viel Zeit aufhören. Und was sein Ziel dann war sein, ich will 3 gehen und ich will mir um meine Brüder rechnen. Aber dort wird auch gelehrt worden. Das sind die Dinge, die dort erst nicht reich. Wie fängt dort Lothar, wenn er seine Brüder begegnet, der hat Angst haben für dort. Und wie sollen dort, was Fuß mit ihren Plänen hatten, der dort das nicht, was an sein Wort bern ist. Das ist nicht, was er gelehrt hat. Aber hier geht es sind. Und heute, ja, wird auch sein, aber hier ist der Krieg am Gedanken. Hij houdt het klar, yes, dat es wirklich sind. Hij leidt sich nicht die Frauen es dort wirklich sind. Das ist ein großer Unterschied. Von sagen, dort es wirklich sind, wo kann ich so denken, aus der tun, oder die Frau stellen, es dort sind. Es dort wirklich sind, soll ich wirklich so denken, aus das nicht tun? Wenn die Gedanken anfangen, uns abzukommen, muss likely, meist ganz versichern, wo wir du nicht voll. Wir fangen da an, Frauen Theken zu stellen. Wir fragen uns zu vertiefen mit dort Denk. Wenn die Frau Theken geschämt, ist wirklich, das wo uns Verstand sich anfängt, den Ding zu drehen, und dann fangen an, wirklich zu werden. Und wir fangen an, uns zu konzentrieren. Aber das Josef, er hat ganz klar, dann kann ich bloß einfach nicht tun. Ich kann nicht gegen Gott singen. Weil er hat Frauen Theken Fußwache tun. Er hat ganz klar, dass es wirklich sind und er kann dort nicht tun. Gott hat gesagt, dass es sind. So gut, als was Gott zu Adam und Eva gesagt, dass wir nicht tun, so hat er das auch klar, dass hier wird der Unterschied. Ja, da lässt sich die Frau in den Kopf kommen, wann wird die Frau abschreiben? Ist das wirklich? Und sie wird sich sagt, die checkt das an und sie fängt an zu checken, das ganze Ding. Und sie fängt sich an zu fragen, ja, das kann Verständnis bringen, ja, wir wollen Dinge weiten, was Gott weiß, und wir wollen vielleicht wollen es, was er ist. Und so, was er verstanden, du gedreht haben, besser nachfolgen. Und das ist all die Dinge von der mit uns. Mit das, was wir hier sagen. Er hat das ganz klar, er lässt sich die Frau nicht einmal durch den Kopf gehen. Ist das wirklich sind? Darf ich das wirklich nicht tun? Da weiß ich keiner. Meine Familie ist hier nicht. Und dann wird sie eine Deiner sein, alle weg, wenn er kicken das hier wieder. Und die Frau hat am können gehen, wenn ist das wirklich? Und wir fangen dort, wenn wir den nächsten Vers lesen, dann sagt er, und wenn sie Tag für Tag so zu Josef redet, horcht er nicht nur dort er mit sein oder legen wird. So, das wird nicht ein Ding, wo sich die Frau bloß einmal muss Frau. Die Frau muss sie wahren an sein Leben, schreibt er tagtäglich ab. Und er wird immer wahrer, ob das bleibt er stehen. Dort ist wirklich. Er fragt nicht, ist dort wirklich? Er hat dort klar, dort ist wirklich reich. Und wenn wir dann die Geschichte wieder lesen und wieder bechecken, dann sehen wir, durch Josef, dass er hier abrechtig wird, dass er dort klar wird, reich und reich wird, durch dort werden viele Menschen ihr Leben geraten, Luther. Die sehen, wo das kommt. Durch dort. Heute kommt Luther, wen das an Gefängnis nennen, aber wen seine Abrechtigkeit, kommt er bald treten, Gefängnis rüht, und heute kommt bei der zweiten von Verste am Lohnt. Heute hat viel Weisheit, Gott sehen am, ich glaube, Gott sehen am, ganz besonders mit, durch viel Weisheit und Sehnungen, will sein Wort, wo das angestellt wird. Und hij dat veel getraind opkomen in de tijd in Egypten. En dat de Egypten worden geraad en zijn familie worden daar geraad. En ik stel me voor dat ganz Kanaan, even de mensen wat du wir worden daar geraad. Willst das sagt hier, wenn wir lesen, und ich wollte den Titel nicht lesen, aber das sagt hier, dass Jakob seine Familie worden auf einmal an Ägypten wird viel getreten. Woher? Wo wissen sie das auf einmal an Kanaan? Weil ich glaube, von Kanaan wir Menschen, die nur Schacher streben, die waren am Dul gefahren und auf einmal waren die dann auch durchgewaschen. In Ägypten, du hast die Specker voll von Korn. Und ich glaube, even durch von Kanaan wir viele Menschen, aber wir fingen besonders Jakob seine Familie, kam durch die Hand. So hey, und Gott hat, wenn wir Luther kicken, dann sagt er, Gott hat so bestimmt, dass er das will tun. Aber hat
Josef, sich diese Frau soll auch Frauen lassen, als dort wirklich sind. Ich glaube, er wird gefallen sein, weil so werden denken, was anholen wird. Aber ich glaube, das merkt den Tag von Tag von Unterschied, wo wir uns den Ding anchecken tun. Hat Gott wirklich gesagt, oder da wir sagen, Gott hat gesagt. Gott hat gesagt, die wird die sehen, wenn die das verstehen. Gott hat gesagt, er wird die Strafen, wenn die diese Dinge verstehen. Dort merkt immer weiter den Unterschied von dort Leben. In Josef, hier ist das, hat dort ganz klar, dort ist wirklich Sinn und ich tue das Ding nicht. Und so, der nächste ist, wo ich ein bisschen will, kicken, ist nur eine andere Person. Dort ist wahr, Gott meint wirklich nee, wenn er nee gesagt hat. Das ist auch ein Ding, wo wir einmal mit kämpfen als Menschen, da wir einmal Frauen haben. Meint Gott wirklich nee? Seht ihr wirklich so? Viele Menschen von der und auch, die Frauen sich weit irgendwo raubt, haben sie wollen irgendwo eine Ursache finden, dass das reich ist. Aber ein Ding kann ich sagen, wenn Gott hat gesagt, nee, das ist wirklich nee. Er meint das so. Und das Geschichte, das finden wir in Jesua, Kapitel 6, 18, in Jesua von Kapitel 7, Vers 1. Und da haben wir das in Aschan, und das ist, wo der Volk Israel Jerusalem ist über den Jordan gegangen, wo sie den ersten Staat haben angenommen. Und da sagt Gott, dass all diese Dinge von der Stadt, das soll alle zu sie geschafft werden. Bitte das Gold und seine Dinge dort, das soll für arm geholt und zu arm sein. Und dann das Mann, der sagt, auf einmal fragt er sich gleich, war er das? Meint er wirklich nicht? Meint Gott das wirklich so? Oder kein doch? Und er kickt gleich ein bisschen rum und dann sagt er, wir wollen Jesua drehen, in der Bibel mit haben, wir wollen Jesua Kapitel 7, Vers 1. Du sagst, das ist das. Die Israeliten vergreifen sich aber in dort Gebonde. Aschan, Karmin, sind sehen in Sabidit, sind Graut sehen. Einer von Sedach sind nu kommen. Uit den Stamm Juda, neun Wort von dort Gebonde. Und dann kam den Herrn sein Euer über die Israeliten. So hier wir das Mann, gleich was ich gefragt habe. Hat Gott wirklich gesagt? Und Gott sieht, wenn wir kicken down an Jesua 6, Vers 18, du sagst das. Dort sind Heiden verwort, dort sind Heiden, Wort von dort Gebonde verjünt zu nehmen. Das könnte Born über jünt ganze Leute von Israel bringen und jünt dort und bringt jünt an dort verdorben. So Gott hat gesagt, wenn die Wort von dort nehmen, da wird jünt an den Grund bringen, da wird jünt an verdorben bringen. Aber ich glaube, das Mann, das hat auf einmal sein, dass er sagt, Luther, ich sag dir das Mantel legen, mit diesen 200 Sauerstecker dabei, und mit dieser goldenen Stange, oder Brandstange, vielleicht sagt er dir. Und dann sagt er hat das genommen, und er hat das an sein Zelt eingerufen, und er fällt Israel, das jetzt nur der nächste Staat, und sie wollen den Staat annehmen, und sie verlieren, gründlich sein, sie verlieren viele Menschen den Tag. Warum? Weil hier wird ein Mann, der hat sich diese Frau in den Kopf gehen, hat Gott wirklich nie gesagt? Sieht Gott wirklich die Derben nicht? Meint er das wirklich so? Und er nimmt, und er bracht dort an seinen Zelten an, aber wir sehen, die Folgen von dort werden sehr groß. Viele Menschen verloren ihr Leben wegen ein Mann seine Entscheidung. Gott hat uns gesagt, wenn irgendwer von ihnen wird, da wird nicht bloß unbedingt auf die kommen, da wird auf das Volk Israel kommen. So, da meint er wirklich noch viel gerade noch als bloß um die. Luther kostet arm in seine Familie sein Leben, aber er hat fördert viel Trühe gebracht an das Volk Israel. Viele Männer hat ihr Leben gekostet, wie es dort. Und wie man immer war, und denken, Gott sagt, wenn Gott was gesagt hat, er meint das so. Und wenn die vielleicht abgewaschen sind, mit bloß sein, die durch nicht, und wir haben niemals wirklich einen Grund gehabt dafür, dann lass mir die sagen, check in der Bibel, sehe in der Bibel. Wenn irgendwer zu dir sagt, die kostet oder die kostet nicht, und er hat nicht einen Grund dafür, dann sieg, dann freu. Und wenn dort in der Bibel fängt, dann nimm dort an, was Gott hat gesagt, aus Reich oder Arach. Der nächste, wo ich will ein bisschen kicken, ist, Gott sein Wort
als wirklich der Rechtlinie. Und hier, wir kicken dort einmal davon mit Gott, hat Gott wirklich gesagt, er braucht viel, weil von der und da leiden Menschen und dort. Dort wird einfach Adam und Eva entscheiden. Dann checken wir aber, wo Josef, er hat das klar, wo dort Sehen bringen dort. Und dort rat seine Familie. Und dann aber war er klar der andere Seite, von einer Person war er, wo er nicht horchen dort. Und dort braucht viel Schulden. Und hier bloß der nächste Punkt, dass Gott sehen wird als wirklich der Rechtlinie. So ist, was Psalm 119 sagt, dass Gott sehen wird, steht fest. Das steht fest im Himmel und auf Erde und alle Wegen, du hast nichts. Was Gott sehen wird, wird ändern. Nicht mein Wort, nicht dein Wort, nicht die höchste Person hier auf dieser Erde sehen wird, wird jemals ändern. Wenn das steht fest. Und wenn wir kijken dan naar Daniel, hij wordt ook metgenomen. Hij wordt ook weggenomen van thuis, van daar waar hij abgewassen wird. Und wenn wir dann kijken dan in Daniel Kapitel 1 Vers 8, du sagst es steht, Daniel sagt vast, dat het scheine eten in den Wien, der Arm von König sein Dash geboten wird, nur dat jüdische Gesetz nicht eten können. Dann frucht er dem Fürsten, auf sie nicht brücken von dort eten in dem Wien trinken, so als der König dort geschrieben hat. Hier wird das Daniel mitgenommen von Tüß, als nader Jung. Da wird uns gesagt, er wird ungefähr 16 bis 17 Jahre alt gewesen, ungefähr. Und als heute da steht einmal vor am Sitz, mit all den Dingen daarboven, du musst heute eine Entscheidung machen. Du musst heute auf einmal eine Entscheidung machen und mit was wird er entscheiden? Was braucht heute als eine Entscheidung, was er kann oder nicht? Er nimmt Gott sein Wort. Er sagt, nur das jüdische Gesetz, nur das Gesetz von was sie dann haben, der Rechtlinien, was sie dann haben, von einem abrechtes Leben zu leben, wo abrechtig für Gott zu leben, wo abrechtig für Gott zu wandeln. Er nimmt dort und sagt, das steht. Das ändert nicht. Das bleibt. Das ist Gott sein Wort und ab dort kann ich mich verlieren. Und er checkt das an und sagt, sozusagen, er nimmt Gott sein Wort und dann checkt er den und checkt er durch und dann sagt er, nope. Gott hat mir sein Wort gegeben aus einer Rechtlinie. Und dort ist wirklich eine Rechtlinie. Er hat das gesagt. Du hast nicht ein Frauenting. Ist dort wirklich eine Rechtlinie? Kann ich mich wirklich an Gott sein Wort richten? Kann ich mich wirklich an Gott sein Wort holen? No, er merkt dort klar. Gott sein Wort steht. Gott sein Wort ist wirklich. Und Gott meint dort wirklich, was er in seinem Wort sagt. Und wie sein Charakter selber denkt. Er redet dann wieder mit diesem Mann, was er hier das Eten geben soll. Und er hat einen Schacher sozusagen mit ihm utarbeiten. Er wird das denken. Er sagt, probier das mal auf. Fang mal aus. Da die anderen Männer alle dort geben, was die erste, was von jenen Lieder sind. Aber da uns, so als wo ich die nur Frauen. Und dann werden wir mal was Zeit ausprobieren. Und wie sollen die Folgen, was wir wollen? Sie werden viel mehr kleiner als die anderen. Hat das unbedingt zu tun mit der Schule, was sie kriegen? Nur, dass sie so viel kleiner werden? Ich glaube, sie haben denselben Teacher, sie haben denselben Lehrer. Aber ich glaube, hier wird Gott sehen, war dort von Gehorsam. Gott sagt, guck mal hier, die holen nicht an mein Wort, die holen nicht fast an dort, das ist die wirkliche Rechtlinie. Und Gott sehen er, dass sie so viel mehr weiterleiten. Dass sie so viel besser vernehmen können. Gott, glaube ich, arbeitet durch das und er hilft ihnen, dass sie viel Weisheit und viel Verständnis abnehmen können. Viel besser als alle anderen. Aber das, glaube ich, hat zu tun. Nicht, dass sie wen das eten unbedingt. Aber der Gehorsam. Dass wirklich Gott sein Wort nehmen und sagen, guck mal hier. Gott sein Wort sagt, Gott hat gesagt, Gott sein Wort steht und das bleibt. Und dann, dass ich in Israel sehe,
oder als ich in Ägypten sehe. Gott kämpft mit an sein Wort. Gott sein Wort kämpft mit, nur ich sage Ägypten, nur Babylon. Dort kämpft mit an sein Wort. Man hat das nicht mitgekriegt, aber er hat das gelehrt. Er hat gesehen, er hat Rechtlinien genommen. Seine Familie gleich, wo wir nicht bis abgewaschen mit, du sollst nicht. Da wird gesagt, warum du nicht sollst. Warum du das nicht durchstellen? Wo soll du das nicht durchstellen? Weil es dort ist sind, dort ist Arach. So ist, was Josef sagen wird. Und heute hat hier Fuß auch Rechtlinien nehmen und dann fragt er, kijkt dort Eva und er sagt, Fuß, das schafft nicht. Gott sein Wort hat mir Rechtlinien gegeben, ob dort holt mich, dort steht und dort ist Fuß und er glut nicht davon los. Und du kriegst so, der Sehen ist sehr groß für ihn. Er hat viele Kennex gedient, Luther. Er hat für viele Menschen können für Gott anstehen, abstehen, vorstehen, vorsholen. Viele Wunder sind durch ihn auch passiert, wo Menschen sein können. Und durch seine Freunde, wo er selber Entscheidungen merken deuten, als was er deut. Und von dem Tag, das ist eine Prophezeiung, was er gesagt hat, was all in Erfüllung gegangen sind. Prophezeiung, was uns sagen von der Zukunft, was kommen kann. Für uns Leben von dir. Was durch diesen Jungen, wo der klar hat, Gott sein Wort ist wirklich. Gott hat gesagt, Gott meint das so. Gott ist nicht ein Tag, weißt du was, müssen denken, wenn du das. Und am Morgen hat er ganz klar, du brauchst nicht. Das ist nicht, wo Gott steht. Das ist nicht, wo Gott arbeitet. Das ist nicht, wo Gott sein Wort ist. Das ist von dir, morgen und gestern und immer noch. Das ist dort. So, wie soll wir uns hier von dir zwei Personen sozusagen becheckt? Was sehen kriegen und zwei Stück, was fallen haben. Und beide von dir, wo der fallen werden, wird Frauen tägen. Wirklich? Hat Gott wirklich gesagt, wir dürfen nicht von dem Baum essen? Hat Gott wirklich dort so gemeint, wir dürfen nicht von den Verbonden nehmen? Und das hat fallen. Und da steht, wo sie das klar haben, dass es wirklich sind, und dass es wirklich Gott sein Wort hat gesagt, nee, das braucht viel Sehen. Es kommt viel Geld daraus. Nu, de Frau für uns. Dit zijn deze mannen. Deze Lied. Nu de Frau für mich die. Eigentlich stehen auch täglich, auch meistens so zu sein, für eine Entscheidung zwischen diese zwei Bäumen so zu sein. Die Kuss und die Kuss nicht. Das ist reich und das ist arach. Eigentlich stehen von der und auch zwischen so einer Entscheidung auch. Gott sein Wort steht von der und auch gerade so sicher, als er das dann deut. Gerade so sicher, als er für jene Lied arach in Sinn wird, wenn sie das deuten, als er für mich die von der auch. Wenn Gott sein Wort hat gesagt, die durchsteht dich da und das arach, das sind, das ist von der auch noch. Und wenn Gott sein Wort sagt, du kommst die durch, dann kommst du. Gott sein Wort steht und Gott handelt nur mit uns Menschen. Und das hat Folgen. Aber du hast ein Gute nur recht, was wir von dir haben. Vielleicht haben du eine Entscheidung gemerkt, von der Hand dieser Frau und Täten gestellt. Die haben uns vielleicht gefragt, hast du das wirklich? Und wir sind für die Fall gefallen. Von Frauen ist das wirklich. Die haben die Gelegenheit noch von dir gesandt, was man zu tun. In 1. Johannes Kapitel 2, durch Schrift heißt es das, er sagt, liebe Kinder, er lernt seine Schreiber, du einfach angenommen, sozusagen seine Kinder sind, und sagt er, die sollen von Sinn weich bleiben. Aber wenn doch wer gesündigt hat, dann soll die weiten dort beharren, wie Gott wem was anstehen hat für uns. Er hat die Hand der Genut. Aber wir sollen diese Genut nicht brauchen, um sagen, er konnte weg. Paulus schrift davon, er sagt, wenn wir nicht unter Genut sind, dann können wir nicht tun, was wir wollen. No, er sagt, ab keinen Weg. Der Genut ist durch, wenn wir gefallen sind und wir wollen. Wir können nicht nur bloß gehen, ja, Gott sein Wort hat gesagt, aber ich lebe unter Genut, das ist alles gut. Das ist nicht dann, da wie der Genut auch noch bloß ab Frau stellen. Ist das wirklich so? Aber wir können nicht so dort. Und wir können uns darauf verlassen, dass er ist, er steht an für uns.
wann uns an Vergebung fehlen wird. Wir können immer weiter nach ihm kommen und wir können immer weiter mit ihm durchhandeln. Wir können immer weiter mit ihm durchreden, solange aus der Sonne für mich die abgeht. Aber das ist nicht für alle Menschen. Auf einmal ist der Tag vorbei. Und dort ist, was wichtig ist. Dort hätten die lernen. Und dort wie unsere Mitmenschen dort lernen. Unsere Menschen rum uns. Dort, wenn Gott hat gesagt, das ist wirklich. Wenn Gott hat gesagt, die kannst ewig Leben haben, das ist wirklich. Und ich habe uns das verloren. Wenn Gott hat gesagt, wenn du nicht Jesus Christus hast, dann bist du verloren. Das ist klar. Aber diese Person, die wir hier das haben von der überzeugt, das handelt sich um Person, die eine Gemeinschaft hat mit Gott. Adam und Eva hatten eine Gemeinschaft mit Gott. Josef hat eine Gemeinschaft mit Gott. Das Aschan, ja, wir sagen, dass er hat eine Verbindnis und er weiß von Arach und Arach, der Jesua. Er hat gesagt, Gott redet der Jesua zu End. Daniel, sei wie er hat Gott sein Wort. Und sie hielten sich da an. Und die sind hier von dir vielleicht beiden. Wir haben Jesus Christus angenommen. Und wir leben für ihn. Damit wir, und wir können nicht anders als Gott sein Wort nehmen, für was das ist. Gott hat gesagt, und dort steht. Und wenn er gesagt hat, dass wir sollen von Sinn wegbleiben, er meint das so. Wenn Gott sagt, er kann die Gnade geben, dann meint er auch so. Bloß braucht die Gnade nicht, um sein, er kann nicht am Frauen stellen. Wir machen uns wirklich ab dort verloren. Wir haben noch ein Vers gelesen in Hebräer Kapitel 4, Vers 16. In der Bibel in Hand, dreht durch Hand. Das ist vielleicht ein sehr bekannter Vers für die, aber weil in danach lesen sagt, du wehen, weil wir mit voller Vertrauen und Genudentrauen gehen, da wir Mitleid kriegen und Genug finden zur rechten Zeit, wann uns der Haupt neidig fehlt. Vielleicht bist du in einem Moment irgendwo, wo du hast irgendwo da am Frauenteken gestellt. Wir kommen alle Tag, irgendwo kommen wir in ein Ding oder ein anderes Ding kart. Dann tja, wir immer waren nur voller Vertrauen. Wir dürfen nicht so denken, dass heute wird so sein, dass was uns vielleicht unsere Futter gewasst ist. Dass, wenn du mit irgendwas kommst und irgendwas ist, dass das erste Ding ist, eine Pitch. Noch ich sage, komm, du kannst mit voller Vertrauen und diesen Genügen drin kommen. Und durch die rechte Zeit Vergebung finden. Das ist, was Gott will für uns tun. Und er will auch für dich tun. Und ich will uns Mutter sprechen, weil wir das denken, weil wir Gott sehen wird. Wenn Gott hat gesagt, weil wir dort nehmen, für Gott hat gesagt. Weil wir Gott sehen wird, immer dort nehmen, was der Mensch sagt. Weil wir Gott sehen wird nehmen, wenn irgendwer was sagt zu dir, das oder so, und du hast eine Frau in der Eva, dann nimm Gott sein Wort aus einer Rechtlinie. Nimm Gott sein Wort, das er hat gesagt. Nimm Gott sein Wort, das er meint es so. Was wird heute Ben sagt. Und dort wird die durchbringen, dort wird die Sehen bringen, dort wird die Erfolg bringen. Aber die andere Seite bringt Verdorben. Das sei wie durch die Bibel immer wahr. Da wird nur Gott gehen und Genug finden, oder da wird nicht tun. Der Unterschied zwischen der Person. Ich würde fragen, ob wir uns noch aufnehmen zum Gebet. Bleiben wir noch schon vor, wir kommen für dich und wir danken dir für diesen Morgen. Vor, wir danken dir für dein Wort. Vor, wir danken dir, dass dein Wort steht. Dein Wort ist falsch. Das ändert nicht. Das ändert nicht von gestern. Das ändert nicht von dir auch. Nur was morgen wird nicht ändern. Wir danken dir, dass das so ist. Vater, wir danken dir ganz besonders für den Sehen Jesus Christus. Dass er wirklich wieder in diese Welt anzukommen, sein Leben zu geben. Für so eine Person, als ich und du sind. Der dort um Vergebung fehlt. Dass wir mit voller Vertrauen können und nur die kommen und Vergebung finden. Zu aller Zeit. Du bist ein Gott, der leben wird. Aber du bist auch ein Gott, der strafen wird, wenn wir nicht wollen, uns Hand geben. Für halb uns, wir wollen uns an den Wort holen, aus der Rechtlinie für uns leben. Halb uns, wir wollen, wenn uns das an Genug fehlen wird, wir wollen uns auf die verlassen, dass du genug geben wirst. Und dass wir unter der Vergebung, was du für uns hast, wollen leben tagtäglich. Dort bete ich in deinem Namen. Amen.
heart, mein Gott.